Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Woche, zu einem neuen Dienstag. Michael Bernstein mit mir im Cyril hier auf twitch.tv/brach.ch. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in die Woche. Und ja, es ist schon die erste da. Düril, ja fast. Heißt zweite im Alphabet, aber wer Nico schön bist da. Ich glaube, ich bin ein bisschen am Übersteuern. So, ja, ich glaube, das wird besser sein. He? Rock Testimonial Face, yes! manchmal verkaufe ich mich für ein bisschen Werbung. Genau. So, ich hoffe, ihr habt eben wunderbar die Woche gestartet. Bei mir ist es gut gegangen soweit. Ja, ruhigere Woche. Letzte Woche Vollgas gegeben und mal ein bisschen Pendenzen abarbeiten, aber die nächsten kommen natürlich schon. Aber so ist das halt. Weihnachtszeit, da geht es immer voll ab. Und wir haben schon ein bisschen Weihnachten hier bei uns, weil die einen haben es vielleicht schon auf Twitter gesehen, wir haben heute etwas da, das gibt es noch gar nicht. Lego, The Great Wave, ein weiteres Modell aus der Archery von Lego. Also, eher etwas Flaches, eher etwas zum Aufhängen. Und ich finde es nicht einmal auf lego.ch. Aber wir haben es von Lego bekommen, dass wir euch schon mal zeigen können, was euch so erwartet im neuen Jahr. Und ich freue mich ganz fest, dass wir das zusammen bauen dürfen. Merci hier nochmal an Lego, dass ihr das Vertrauen uns schenkt und ich das darf hoffentlich korrekt zusammensetzen. Man sieht schon im Internet natürlich ein paar Sneak Peeks auf gewissen Webseiten. Das Modell habt ihr glaube ich in der Beschreibung, wenn ich mich gerade irre. 31208 ist das. Und es hat insgesamt 1810 Teile da drin. Relativ viel von diesen wohlbekannten Dots aus der Dot-Serie von Lego, also die kleinen runden Teile. Und aber auch ganz viele andere Sachen, die wir werden wiedererkennen. Und es ist natürlich ein Stück Kunst, oder? Also es ist ganz klar am grossen Original angelehnt und versucht das ein Stück weit zu kopieren und natürlich mit Lego zu verbinden, was auf den ersten Blick zumindest wunderschön gelungen ist. Hey Janik, schönen guten Morgen, schön bist du hier. Seid ihr alle fit und zweck? Ich habe hier auch einen QR-Code. Weil es verweist, wenn man hier vorne schaut, auf einen Soundtrack only in English. Die Sache mit Twitch und YouTube ist, die haben das nicht gern. Und wahrscheinlich Lego auch nicht. Ich habe darum mir noch überlegt, soll ich jetzt das einspielen oder nicht, aber wahrscheinlich wird es am Schluss nur zensiert und nachher haben wir gar nichts davon. Darum haben wir jetzt einfach sonst Musik dahinter. Und ich weiß nicht mal, ob es online ist. Sehr wahrscheinlich noch nicht, weil es noch ein Release ist. Das war zumindest in der Vergangenheit auch so gewesen. Wenn die Sache noch nicht draußen ist, dann kannst du auch keinen Soundtrack dazu hören. Finde ich aber toll, dass der eigentlich hier mitgeliefert wird mit einem QR-Code und man dann ein bisschen Musik kann dazu abladen, wo thematisch sehr wahrscheinlich das Ganze ein bisschen unterstreicht. Ich leider schaffen, kein Problem. Merci fürs Lurken und vorbeikommen bei Janik. Ich hoffe, Sisyphus-Arbeit. Ja, vielleicht. Mal schauen. Aber es sind ja ganz viele verschiedene Teile. Gut, von der farblichen Komponente her sicher ein bisschen ähnlich, aber nicht so wie der Globus, dass man immer wieder genau das Gleiche machen. Trotzdem hat der Globus viel Spaß gemacht, wenn man gesehen hat, wie die Welt zum Wachsen kommt. Ich weiß gar nicht. Ja, oh, da hinten, andere Seite. So, da hinten oben ist der Globus. Schön unter der. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir nennen es einfach mal Palme. Ja, der Globus. Ja, also ich kann es schon noch mal geschwind holen. Für die ihn letztes Mal verpasst haben, vielleicht. Da haben wir nochmal von letztem Mal, oder den letzten 3 Mal, den Globus, den wir zusammengebaut haben, ebenfalls von Lego. Der lässt sich auch wunderbar drehen. Wir haben auch unsere nächsten Ferien definiert, hier schön auf Haiti.
Oder? Nein. Hawaii, Entschuldigung. Genau. Also richtig, richtig cooles Teil, macht sehr viel Freude, vor allem auch im Regal. Ist extrem robust. Kommen wir eigentlich nicht drauf, so mit Lego, aber ja, wir dürfen einfach nicht oben haben, weil sonst hackt er auch noch ein bisschen ein. Aber echt cool. Du noch wieder versorgen, hä? So, okay. Jetzt zu den Dimensionen von der Great Wave. 39 auf 52 cm. Also eher etwas Grosses, wo wir ziemlich sicher dann auch ein bisschen rauszoomen. So, okay. Machen wir mal das ganze Unpacking. Und da sind noch jenste andere einfach von diesen wohlbekannten Beuteln. Ich habe die mal noch da drinnen. Und schauen wir zuerst mal hier in die weiße Box rein, was wir da alles drin haben. Ja, Brieföffner jetzt vielleicht nicht gerade das optimalste Werkzeug, aber es geht. So. Okay, also da ist nochmal. Ja. Die ganzen Platten, die ein bisschen den Frame, also den Rahmen bildet, nachher auch vom Bild, das wir haben. So. Und die ganzen Rämeli. Okay, also meine Vermutung ist natürlich, dass das, was jetzt in dieser weißen Box drin war, eigentlich nur der Frame ist, der Rahmen, der Bilderrahmen und wie sagt man? Der Boden. Der Boden von unserem Bild. Und die anderen Teile, die wir nachher draufklopfen, die sind immer noch in der grossen Schachtel drin. Aber das macht jetzt wenig Sinn, wenn wir die anschauen. Allerdings auch die Anleitung nicht einfach so reinpackt, auch nicht in Plastik, sondern im Karton hier. Und da ist auch das originale Artwork vorne drauf. Richtig, richtig hübsch. Okay, und es gibt noch ein Booklet, das ihr mit dem QR-Code hier auch online könnt einsehen könnt. Das ist eigentlich schon ein mega schönes Artwork. Ist sehr, sehr zur Popkultur aufgestiegen. Gibt es momentan in jensten Ausführungen mit jensten Sachen. Gerade letzte wieder gesehen bei Dragon Shield. Dragon Shield macht Sleeves für so Sammelkarten und so. Die haben das auch ein bisschen abgekupfert und ihre eigene Version reingebracht. Sehr interessant. Welcome to Lego Art. Kurz nochmal. Und hier haben wir auch etwas über den Künstler und noch ein paar andere Werke, die er publiziert hat damals. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne die anderen nicht. Oder auch bei mir ist das mit der. So, jetzt sehen wir das ein bisschen besser. Das ist nicht ganz zu mir gedrungen. Ich kenne wirklich auch nur den Great Wave, weil es eben so ein bisschen Popkultur geworden ist. Aber es gibt hier noch 36 Views of Mount Fuji, Offshore from Kanagawa, Beneath the Wave. Okay. From the brush of Hokusai, changing his name to Yitsu. Okay. Und das wäre dann eben der gute Herr da, der nachher auch sich später in dem Fall Itsu genannt hat, oder Yitsu. Schwierig, ich spreche leider kein Japanisch. Aber es sind zwei I und dann TSU. Im Japanisch ausgesprochen klingt es sicher nochmal ein bisschen anders. Es spiegelt ein bisschen, ich kann das leider nicht ganz so gut vermeiden. Aber wir sehen, dass er von 1760 bis 1849 gelebt hat, für damalige Verhältnisse extrem
lang. Also da könnte man eben wieder sagen, dass die guten Japaner wirklich gewusst haben, wie man sich gesund ernährt und lang lebt. Ich glaube, die haben ja auch eine höhere Lebenserwartung als jetzt mal wir da im Westen. Was sind wir jetzt bei 2, 3, 84 echt? Und 89 ist doch schon eine Nummer. Er ist in Edo geboren, heutigen Tokio. Und ist unter der Regel der Samurai aufgewachsen. Mit dem Schliessen von der. Also ich lese jetzt einfach vor, was hier drinnen steht. Dann haben wir auch noch ein bisschen Background. Ich versuche das ein bisschen zu übersetzen. Vielleicht gibt es ein bisschen Stocken. Wo Japan Grenzen geschlossen haben und ausländische Reisen und Einflüsse verboten worden sind. The Prosperous Management gelesen hat eine wohlhabende Händler, so eine Händlergruppe, ein Verlangen gehabt und auch die Möglichkeiten natürlich damals, das war wahrscheinlich ziemlich teuer gewesen, innerhalb von Japan umherzureisen und sich so Spaß zu leisten, wie eben Theater und Kunst. Der Hokusai hat nachher angefangen mit Malen und Zeichnen, als er schon ein junges Kind war. Und später hat er auch Woodblock Printing. Das kenne ich leider nicht. Ich weiss nicht, Woodblock. Also das wäre ja ein Holzklotz drucken. Vielleicht ist das so ein bisschen. Keine Ahnung, mit was könnte man das vergleichen? Mit alten Steintafeln hat er einfach auf Holz draus geschnitzt oder so, maybe. Aber vielleicht schaut es ja noch. Eine weit verbreitete Technik für die Massenproduktion von einfach erwerbbaren Kunstposter, genannt Ukiyo-e. Ukiyo-e, keine Ahnung. Und das heisst übersetzt Bilder von einer schwebenden Welt. Schön, he? Wie man sie quasi aufhängt, wahrscheinlich. Die haben immer so sehr künstlerische Ausdrücke aber dort gebraucht. Ich finde das cool. Hokusai, seine Woodblock Art, ist dann auch irgendwann einmal viel weiter als über Grenzen gekommen und über seine Zeit aus sehr bekannt worden. Er hat mit seinen Namen etwa 30 Mal mindestens geändert und ist immer noch bekannt als der Urvater vom Manga. Okay, interessant. Vielleicht auch darum, oder? Manga bei uns auch schon längstens Popkultur. Und vielleicht auch darum der Great Wave, wenn man am Hokusai eben nachher redet, dass er der Urvater ist von dem Ganzen. Persönlicher Verlust, Krankheiten und sogar einmal vom Blitz getroffen worden, haben dann nur noch mehr angeführt mit seiner kreativen Zielstrebigkeit. Von Porträts von Kabuki-Schauspielern. Ich glaube, Kabuki sieht man in The Last Samurai. Das sind so die klassischen Theater-Dance, wo wir, glaube ich, im Westen wenig damit anfangen können, aber sehr hohe Kunstformen sind, offenbar. Also Porträts von eben Kabuki-Schauspielern und von auch berühmten Persönlichkeiten bis zu Arbeiter und Landschaften. Seine künstlerische Ausdrucksfähigkeit und Technik sich entwickelt, und zwar mit Humor und mit Vorstellungskraft. Über 7 Jahrzehnte hat er mehr als 30'000 Kunstwerke erschaffen. Und unter denen sind 63 handelt vom Mount Fuji. Also zeigt entweder der Mount Fuji selber oder die Sicht vom Mount Fuji runter. Und hat Generationen von kommenden Künstlern inspiriert. Wunderschön. From Woodblocks to Lego Tiles. Eigentlich auch cool, ja. Also kommt jetzt hier nochmal so eine kurze Geschichte.
Vielleicht eben gar nicht so weit davon entfernt, oder? Dass man das jetzt ein bisschen versucht zusammenzubringen. Lesen wir doch einmal noch geschwind. Dann wissen wir, was wir nachher zusammenbauen. Die 63 Aussichten von Mount Fuji ist eine Serie von 36. Oh, 36, nicht 63. Manchmal muss man es aussprechen. Ist eine Serie von 36 Druck, oder also Prints, eben die Woodblock Prints, wo halt eben den Mount Fuji verschiedene Perspektiven zeigen, von Strand über See zu Dörfern und Feldern und die grosse Welle vom Meer. Hokusai, sein Verleger, hat eine Serie in Auftrag gegeben als ein Souvenir, wo Pilgrims, das sind glaube ich so Wanderer, oder? Also die, wo Zigeuner und Touristen den Mount Fuji halt besichtigt. Also der Verleger hat erreicht, dass eigentlich sein Zeug so ein bisschen Souvenir in den Souvenirladen reinkommt und die hat dann einfach so für seine 2,50 Franken in der Mount Fuji Karte oder kleine Kunstdruck kann mitnehmen. Irgendwann ist dann die grosse Welle auch über den Ozean gekommen und ist eine von der Welt eines der grössten Kunstwerke der Welt geworden. Über 8000 Kopien sind auf die originalen Holzblöcke damals noch gedruckt worden und ist auch erneut gedruckt worden, wird verändert, neu interpretiert, unzählige Mal seither. Der Hokusai hat da versucht und experimentiert mit seiner Kunst während seinem ganzen Leben. Was, wenn er könnte sein Werk und den Holzblockdruck von dem Meisterwerk hier nochmal neu erfinden? Als Lego, mit Lego-Teilen. Und jetzt sagt einfach Lego von sich aus, wo sie rausgeschickt worden sind, um eben so einen respektvollen und hingebungsvollen Tribut am Hokusai zu zollen mit seinem Meisterwerk, der grossen Welle. Welle! Haben sie wollen, Natur und die Farben willkommen heißen und auf eigentlich in das Lego-Modell hineinbringen. Und so weiter und bla bla bla. Eben, dass man noch ein bisschen Dimensionen und das Neue entdecken kann, das Artwork vom Hokusai. Ja, da kommt es wieder, oder? Empfehlung von Lego, sortieren von den einzelnen Blöcken. Wunderbar. Nein, machen wir glaube ich nicht. Haben wir bis anhin nicht gemacht, machen wir jetzt auch nicht. Dann geht da einfach viel zu viel Zeit verloren. So, und jetzt 1 bis 11 ist nur schon das Artwork selber und der Rahmen ist 12 bis 15. Aber wir fangen ganz, ganz unten an. Und wie man hier sieht, schafft man das so ein bisschen in Blöcke. Ist das so ein bisschen, kommen wir jetzt von der Methodik her vor wie der Globus? Oder wenn wir jetzt zuerst alle Blöcke machen würden, wäre das ein bisschen eintönig. Hier versucht man wieder das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten, durch dass man da die Quadrate einzeln jeweils fertig macht und am Schluss zu einem Ganzen zusammenfügt. Sehr gut gemacht. Dann schauen wir noch, wie viele Seiten das wir haben. 192. Anfangen tut es auf Seite 14. Okay, ja, dann let's go, Leute. Die Bazaar Shooting, Lego, ja! Ja, wir freuen uns alle. Schön, bist du am Vorbeischauen. Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit bislang. Let's go, würde ich sagen. Okay. So. Numero uno. Aha. Ist jetzt meine Annahme doch falsch gewesen.
Und der erste Sack war gar nicht da drin. In der Kiste. Ganz viel 13. Das 2 brauchen wir sicher auch bald. Halt auf der Seite. Hey, das Eis! Juhu. Und das sind die kleinen Dots für die, die das nicht kennen. Sehr, sehr satisfying. Okay, voilà. Das nächste Set ist auch schon parat. Schon, was hast denn du vor? Es gibt nicht so viel, die Lego machen. Ja gut, vielleicht kommt es ein bisschen auf die Zeit drauf an. Vielleicht sind es jetzt gerade nicht so viel. Aber ich glaube schon, dass es viele gibt, die Brickbuilding machen. Nicht? Aber es gibt sicher nicht viel aktuell, die The Great Wave schon zeigen, ja. Weil eben, das gibt es noch nicht mal auf der Webseite von Lego. Hast du den Streamer noch nicht entdeckt? Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich kannst du nach Hashtags filtern, aber ich bin natürlich froh, wenn du bei uns gelandet bist. Wenn du es da ein bisschen gemütlich machst, dir mit diesem Stream natürlich. Hier auch gerade passend noch eine kurze Ankündigung. Ich glaube, ich werde das jetzt die nächsten paar Mal auch noch machen. Wir werden ab nächstem Jahr, ich weiß nicht, ob Steffi schon etwas gesagt hat, aber wir werden ab nächstem Jahr dann jeweils am Dienstag von 1 bis 3 machen am Nachmittag. Ich werde das sicher noch ein paar Mal wiederholen. Aber es ist für die Leute einfacher, halt, um die Zeit zuzuschalten. Dann ist man vielleicht noch ein bisschen im Mittag. Oder hat am Nachmittag frei, oder muss für die Schule etwas lernen, kann gemütlich hier ein bisschen einschalten. Ganz locker. Okay, also wir werden wahrscheinlich noch schnell durchkommen, wenn ich das jetzt so anschaue. Wir haben da oben die Teile, die wir brauchen, dann so wie es sein sollte. Und hier nochmal von oben die Ansicht, oder dass man die genau richtig platziert. Da ist schon sehr viel Rücksicht genommen worden auf Leute wie mich, die vielleicht eher ein bisschen Mühe haben. Oder auf Streamer, oder? Die nebenzu noch lesen und schnurren. Das nächste Set ist The Groot. Set 76/17. Das muss ich glaube mal schön googlen, dass ich weiss, welches das ist. Einfach, ja, der Kleine. Der ist so herzig. Jetzt sind die fetten Augen. Super. Mega cool. Ja, kannst du bei uns ins Discord dann ein Foto rein tun, wenn du ihn fertig hast. Schaue ich mir sehr gerne an, natürlich. Und wünsche ich dir jetzt schon sehr viel Spaß damit. Hast du schon mal so ein Art-Modell gemacht, das Art-Set von Lego? Das ist jetzt das, was wir da gerade machen. Was natürlich cool ist, es ist sehr gut zum Zeigen jetzt im Stream, weil alles relativ flach ist. Und ich einfach so draufdrücken kann. Und man eigentlich sieht, wie es wächst. Sehr stream-friendly. Mehrere Iron Man. Ja, ist das auch mit ganz vielen Dots, oder? Das ist ja geil. Hast du den Hulkbuster gesehen, der jetzt da kommt? Von Iron Man, der sieht der richtig crazy aus. Ein Riesenviech. Batman 3 Mal. Also wie? Der gleich. Einmal in der Stube, einmal im Schlafzimmer und einmal auf dem WC. Dass man als Gast, wenn man zu dir kommt, auch sicher nicht verpasst, oder?
Noch vielleicht noch richtig um. So. Die Schriftarten sind einfach schon cool. Da die. Also ich meine, das da sind ja Kanji, oder? Das sind die chinesischen Schriftzeichen. Aber das hier in der Nähe, oder? Ist das echt seine Unterschrift? Also ich meine, hier erinnert es so ein bisschen an ein Kanji, aber vielleicht ist es auch, also die Japaner haben ja noch 2 Schriften, Hiragana und Katakana. Jetzt kommt der Nerd hinführen. Aber ja, unmöglich für mich jetzt zu sagen, ob das ist. Es sieht eigentlich nicht so danach aus. Also ich würde jetzt mal auf seine Unterschrift tippen oder so eine Mischform. So. Und jetzt machen wir hier richtig Zen-Garten-Style. Tun wir unsere Dots hier drauf. Das Einzelset, der Joker, okay. 2 andere, Art, eins grösseres. Ja, von denen gibt es eigentlich recht viel. He? Ich habe irgendwann mal den Start verpasst, dass die überhaupt rauskommen und so. Und dann habe ich erst recht Spaß gemacht, dass es mega viel so von diesen Art Pieces gibt von Lego. Weil es einfach die Zeit gegeben hat bei mir im Leben, wo ich also Lego immer geliebt habe. Aber nachher dann halt so richtig zum Gamer geworden bin. Mache da noch schön die Weisse dazwischen. Auch wieder sehr schön hier zeigt, oder wo kommt was an. Muss man nicht lang suchen. Das ist auch wirklich 1:1 im Maßstab. Absolut perfekt so. Ja, und dann mit dem ganzen Gaming habe ich halt dort mega reingefuchst. Also ich hatte so eine richtige Spielhöhle, als ich noch jünger war. Und dann irgendwann auch angefangen zu sammeln, keine Ahnung, irgendwelche Raritäten und so. Das geht dann natürlich ein bisschen ins Geld, aber wenn du die Heime gewohnt hast, natürlich bei den Eltern und einfach die normalen Lohn gehabt hast, dann hast du schon völliges Geld gehabt. Dann hast du das für so ein Zeichen natürlich nachher verbröteln. Heute bin mir ein bisschen gereuig, dass ich das Ganze verkauft habe, weil ein paar Sachen darunter hat es schon, die ich gerne noch wieder hätte. Und wenn ich alles einzeln verkauft hätte, hätte man sicher mehr Geld können machen, aber ich kann halt alles miteinander loswerden, ich kann mir den Aufwand nicht antun. Und das sind doch ein paar tausend Games gewesen und ich glaube etwa 18 Konsolen. Ja, und so ist dann das Hobby, habe ich ein bisschen zurückgesteckt. Jetzt bin ich höchstens so ein bisschen höchstens bin ich schon öfters wieder am PC am Game, aber nicht irgendwie noch Sammlung am machen und so. Und ich finde, Lego ist halt auch so etwas für einen Sammler, oder? Klar macht es auch mega Spaß, das einfach zu kaufen und zusammenzubauen, aber du willst ja irgendwie auch den Platz haben, für das nachher auszustellen, weil du es schön findest, oder? Das Gleiche mit den Puzzles. Ich meine, wenn du die wirklich gern hast, dann tust du doch die auch aufhängen, oder? Und nicht einfach nur zusammenbauen und ist schön gewesen. Obwohl ich letztens gehört habe, es gibt so eine Sammel- und Tauschbörse für ehemalige Puzzles. Gibt es sicher auch für Lego. Wo die Leute zusammenbauen, einfach weil sie gerne zusammenbauen und es dann weitergeben. Würde ich jetzt nie machen. Entweder kaufe ich es, weil ich es will und will behalten, oder dann lasse ich es sein. Spricht jetzt natürlich der Verkauf von meiner Gamesammlung ein bisschen dagegen. Wartest immer auf Aktionen. Okay. Hast du dann aber nicht Angst, dass das, was du wirklich unbedingt willst, weg ist? Oder? Weil gewisse Sachen sind ja schon sehr limitiert. Schnell ausverkauft auch. Und Lego macht ja nicht vor allem auch unzählige Reprints. So, da haben wir schon den oberen Teil von unserer Wave. Oben links. Und jetzt gehen wir
Gerade schon als nächstes. Der Sakko Nummer 2. Zum Glück schon zurückgeholt. Thema Star Wars Helme. Du bist aber nicht an der Fantasy Basel gewesen, oder? Hast du bei uns Star Wars Helme gekauft? Ja, ich weiß auch nicht, was mit diesen Helmen los ist. Wir haben relativ viel gehabt. Und wir haben dann auch einige mit ab Fantasy Basel genommen das Jahr. Und dann haben wir wirklich bis etwa am 2., 3. Tag, wo wir da waren, haben wir noch relativ viel gehabt. Und dann plötzlich zack, oder? Wenn die Leute gesehen haben, okay, es hat immer noch, aber jetzt muss ich ihn kaufen. Dann hat der erste angefangen zu kaufen, oder die erste. Und dann ist hat es so eine Kettenreaktion gegeben und dann ist es nicht lang gegangen und es sind alle Helme weg gewesen. Also, was haben wir gehabt? Der Darth Vader und der Luke, Rebellenhelm und der Mandalorian. Was, die Helme haben jetzt einen Wert von 400. Jesus Gott. Ja, aber das ist auch wieder krass, oder? Also ist doch irgendwie auch schade, dass es Leute gibt, wo das Zeug kaufen und dann behalten und hoffen, dass der Preis aufgeht und sie dann wieder verjubeln. Und dass Leute, die einfach den Helm wollen, wie sie irgendwie emotional damit verbunden sind, von der Geschichte her oder wo er herkommt, oder einfach, weil sie noch zusammenbauen nicht an den herankommen. Also ich meine, wer zahlt jetzt 400 Stutz für so einen? Das ist ja gesponnen, oder? Ja, die Produktion wird eingestellt, sicher, ja. Also ich weiss schon, dass der Markt so funktioniert, das ist mir schon klar. Aber wir tun dann halt die Leute leid, die vielleicht ein bisschen spät von diesem Wind bekommen haben. Und dann ist einfach der Zug abgefahren, oder? Das Gleiche passiert jetzt gerade mit dem neuen Sammelkartenspiel One Piece. Ist letzten Freitag ist das gestartet. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier Sammelkarten spielt. Aber vielleicht schon mal gehört. Und das hat eben gelauncht. Und jetzt ist natürlich ein riesen Run auf die. Viele haben Vorverkauf gemacht. Das ist schon ausverkauft. An sehr vielen Orten Preise für ein Display, also für so eine Box, wo ganz viele Päckchen drin sind mit Karten, sind explodiert, die ganzen Preise. Weil eben, es ist das erste von einer grossen IP, One Piece. Und viele spekulieren natürlich, dass das mega viel Wert hat. Darum ist sehr viel rausgekauft worden. Und wenn jetzt irgendwelche Leute, die jetzt erst von diesem Wind bekommen, so hey, das wäre etwas mega Cooles, ich habe früher viel One Piece geschaut oder schaue ich immer noch, würde ich eigentlich gerne mal sehen, was die machen mit dem, dann entweder zahlst du zu viel oder du findest es gar nicht mehr. Das ist aber mega schade. Iron Man Bild, das ist auch so überrissen. Ja, eben, es ist doch schade. Also weißt, ich bezweifle einfach nur, dass dort dahinter Leute sind, die das zusammengebaut haben, die glücklich damit waren, was sie wieder zurückgepackt haben. Sondern die haben es einfach gekauft, um später den Profit rauszuschlagen. Oder? Und dann sind sie einfach an die falschen Leute gegangen, meiner Meinung nach. Das ist genau das Gleiche mit Konzerttickets und so. Es ist ja immer die gleiche Diskussion, oder? Auch wenn das mit den Konzerttickets jetzt zum Glück ein bisschen schwieriger geworden ist. Eben genau, oder für dich ist jetzt Star Wars, da hast du eine emotionale Verbindung dazu, weil das wichtige Geschichte ist in deiner Kindheit, wo du gerne geschaut hast. Bei mir ist das eben zum Beispiel Herr der Ringe. Und jetzt kommst du einfach nicht an die Sachen an, wo du quasi dein
deinen inneren Fan kannst du damit befriedigen. Einfach weil Leute das Zeug gekauft haben und es jetzt für extravagante Preise verhökern irgendwo. Und dann bist du nicht einmal sicher, nachher, ob du das Richtige bekommst. Also es gibt ja genug Stories im Internet, wo Leute etwas bestellen, weil sie das Gefühl haben, oh wow, so selten und der Preis ist noch okay oder ich will es unbedingt, und dann kommen sie in einen Fake über und der Kontakt, den sie hatten mit dem Händler, der hat es gar nie gegeben und der hat einfach das Geld eingesackt. Ja, also was ich dir könnte empfehlen ist einfach vielleicht an der Fantasy Basel nochmal vorbeischauen. Dort gibt es natürlich ab und zu nur so ein paar Schätze, die du findest. Musst aber ein bisschen suchen, natürlich. Und es ist ja nicht versprochen, dass es irgendwo einen Händler gibt, der jetzt Lego verkauft. Aber vielleicht hast du ja Glück, oder? Also ich habe damals an der Konichi in Kassel, in Deutschland, die grösste Manga- und Anime-Convention, ja schon ein bisschen erzählt, das Ghibli, also das House Moving Castle von dem Studio Ghibli-Film gekauft. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber das ist, ich sage jetzt mal, einfach Disney-Filme von Japan. Ganz einfach gesagt. Und das ist eine wunderschöne Kunstharz nachgebaut von dem Schloss. Und der hat es dort unbedingt loswerden, weil er es nicht mehr mitnehmen wollte. Und hat es mir dann für 150 € gegeben. Das Ding ist, du musst natürlich noch einen Sammler finden, oder? Aber von denen gibt es so wenig auf der Welt, dass das mittlerweile Tausende von Franken Wert hat. Ja, das ist auch noch ein Lizenzprodukt. Ich habe jetzt natürlich das Ganze schon auspackt. Ich habe den Originalkarton nicht mehr, oder? Super Sammler, hey, ehrlich. Und beim Zügeln ist noch ein Propeller abgefallen und der ist irgendwo im Staubsauger gelandet. Mega toll, oder? Jetzt hat es natürlich so gut wie keinen Wert mehr. Für mich einfach ein sentimentaler, weil ich finde den Film mega cool. Mir ist es gleich, wie viel es wirklich Wert gehabt hätte. Ich hätte es trotzdem nicht verkauft, weil ich es einfach schön finde, oder? Weil ich die Filme gerne habe. Und darum habe ich den Preis auch dort mega fair gefunden. Gut, habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann nicht gewusst, dass es mega wertvoll ist. Ja. Grüezi wohl, LOLplay. Wie geht's euch? Habt ihr es gut? Und was natürlich auch kann sein, Artibuds, ist, dass es zu einem späteren Zeitpunkt wieder Helme gibt, weil sie irgendwo in einem grossen Lager aufgekauft werden. Wenn jetzt natürlich die Preise so explodiert sind, kann ich nicht versprechen, dass die sonderlich günstiger werden sein. Aber ist auch schon passiert, oder? Dass man von einem totgeglaubten Set plötzlich irgendwo über einen Händler wieder eine grosse Menge gefunden hat. Und die hat können an Leute weitergeben, die Freude daran haben. Ja, mir geht's tipptopp. Du siehst ja, es läuft, oder? Ich habe noch keinen Fehler gemacht. Bislang läuft super. Ja, die Dots sind wirklich, ich weiß auch nicht, sie sind irgendwie so. Also klar ist es vielmal einfach nur das kleine einzelne Teil, das du reindrückst, aber sie sind einfach so geil zum Anlängen. Ich weiß auch nicht. Und es ist so satisfying, wie sie so schön dicht aneinander sind und so das Bild mitwachst. Also das hat etwas sehr Beruhigendes und Entspannendes eigentlich schon. Sie lassen sich auch wirklich easy einfach da reindrücken. Echt cool. So, die weißen brauchen wir nicht mehr.
Hat jemand von euch da die Weltkarte mal zusammengebaut? Von Lego Dots. Ah, Harry Potter mit dem Hauswappen, das ist glaube ich auch crazy. Also, da hast du wahrscheinlich öfters mal müssen wieder schauen, wo kommt jetzt welche Farbe an, oder? Überlegst du es? Ich finde eben die Farbgebung von der Weltkarte finde ich noch recht interessant. So ein bisschen hell, oder? Nicht so Schulatlas-mäßig. Und ich meine, theoretisch könntest du noch andere Dots kaufen, um deine Weltkarte völlig anders einfärben. Das ist ja eben das Geile. Du kannst ja die Farben verwenden, die du willst. Klar musst du die dann noch dazu kaufen, oder? Aber schwarz-weiß, why not? Also wenn du die Wohnung hast dazu für ein schwarz-weißes Bild. Do it. Bei uns in der Stube wäre jetzt das schwierig, weil wir haben schon dunkelblaue Wand, aber gut, vielleicht weiß-schwarz. Also der größere Anteil weiß. Also. Wird vielleicht funktionieren. Aber ich glaube, ich würde viel so mit Türkis und keine Ahnung, so einem grünen Türkis, so Algenfarben und so. Ein bisschen gedämpftere Farben nehmen. Einfach damit es halt zum Rest passt in den Hütten, oder? Das ist schon geil irgendwie. Sehr, sehr satisfying. Das gute Englisch die ganze Zeit ist schlimm, hä? Jetzt können wir es noch zusammen tun. Ha! Und da haben wir schon den Gipfel von unserer Welle, also die oberste. Haben wir den Surfer unter uns? Wie heisst das Teil, das die Welle bricht? Da gibt es garantiert eine Bezeichnung dafür. Du hast die im Stream gebaut, die Karte. Die ist ja, glaube ich, auch noch recht gross, oder? Weil ich habe sie noch nie in live gesehen, aber von den Bildern her ist ja das ich kann es gar nicht zeigen auf der Karte. Hier, das ist ja ein Riesenteil. Ah, Karte. Ah, das Hauswappen. Das Hauswappen, ja, okay. Got it. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das Moment gegangen ist. Drei. Ah. Jö. Das ist alles fürs 3. Für da. Okay. Wenn wir schauen, was wir brauchen. Zuerst gerade das Fallout dort gelassen. Sehr schön. Wichtig. Immer up to date sein. Habt ihr den Eiffelturm gesehen? Der grosse, der neue von Lego. 1,49 Meter. Absolut crazy. Ich habe mir noch überlegt, ob das cool wäre, so ein Projekt für unser Team. Weil in der Altjahrswoche, also die letzte Woche vom Jahr, bin ja nur ich rum, die streamen. Da haben wir gedacht, vielleicht machen wir etwas Cooles, etwas Spezielles. Wer weiß. Also ich fände das noch cool. Alle zusammen am Eiffelturm. Ich meine, was haltet ihr davon? Oder der Eiffelturm, das sind ja 4-mal einfach die gleichen Seiten und das Teil ist riesig. Was hat es? Irgendwie, I don't know, 10.000 Teile? Oder 7.000, ich weiß nicht. Richtig, richtig krank. Und da drehst du durch alleine, oder?
Ah, ja, 2001. Ah, stimmt. Ja, das ist die lustige Zahl. Ja, 2001. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich den würde anstellen. Also. Und ich meine, wenn du irgendwo in die Wohnung reinstellst und in deine Vitrine, wo er eh keinen Platz hat, dann verstaubt er sich doch. Van Gogh Sternennacht kann ich gemäss meiner Chefin wärmstens empfehlen. Und ich habe sie auch schon in den Händen gehabt bei ihr. Die ist wirklich wunderschön. Echt ein richtig tolles Teil. Mit sehr viel Abwechslung. Es ist auch noch ein bisschen 3D mit der Distanz. Die kleinen Häuschen sind mega herzig und ich finde, sie haben da die Wellen im Himmel in dieser Nacht haben sie sehr gut eingefangen. Es ist ein bisschen heller, glaube ich, als Original. Also ich habe noch nie das Original gesehen, aber das von Van Gogh, das Original einfach so. Ein bisschen krassere Farben, aber finde ich wirklich schön. 16 Gemälde. Ja, wieso auch nicht? Du wärst genau der, was nachher auf Ricardo stellen Lowplay. Gib's zu. Ich habe dich durchschaut. Genau die Diskussion, die wir jetzt hatten. Gib's zu. Du hast alle Star Wars Helme weggekauft und darum hat jetzt der Artibats leider nicht mehr. So, ich versuche jetzt gerade den Rahmen zu machen hier, dass wir das nachher mit Weiß ausfüllen können. Oh. Lustig ist auch, dass der da beiliegt, oder? Aber ich meine... Also geht es natürlich. Aber hier dazwischen wird es dann schwierig. Wenn du es mal zugemacht hast, dann ist es mühsam, um es wieder auseinandernehmen. Okay. Würde es bei dir aufhängen? Okay, fair enough. Dann teile ich dir auch die Erlaubnis, natürlich, dass du das dürftest bei dir die Heimen aufhängen, das Original. Starry Night von Van Gogh. Wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Hat es einen ganz anderen Namen? Eine sternklare Nacht oder Inselzeichen, oder? Hm. Also, ich glaube, eins zu weit für Boot. Ja, der Rahmen ist keine gute Idee gewesen. Also, das sind 5. Das stimmt da mit dem Abstand nicht. Ich mache jetzt das mal von oben nach unten. Das stimmt ja eh auch nicht hier. Also den Rahmen zuerst setzen ist ein Zeichen, das mache ich nicht mehr. Sternennacht, aha, ja. Macht Sinn. Sternennacht. Danke vielmals, Caro. Also das Tapetenhemd ist übrigens bei dieser Status die Heime. Wenn ihr Fragen habt. Zu der Lego-Version nicht das Original natürlich. Wobei... Vielleicht sage ich das nochmal. Der grösste unentdeckte Kunstraub. Ah, ist wieder warm da. Nein, Schenks gehört mir, danke. Die ist für mich persönlich wertvoller als Lego Sternennacht. Also Lolplay, du hast aber die Helme dann gekauft, wo sie noch günstiger waren, oder? Und nicht, hast jetzt nicht 1000 Stutz rausgerührt? Oder? Von Schmierfinken. Das ist auch wieder so ein Schweizer Wort. Ah.
Hat es nicht dieses Jahr im Frühling noch den McLaren oder so gegeben, mit diesen nicht lizenzierten Aufkleber? Wo ja dann eine neue rausgekommen ist, eine neue Serie ohne die Kleber. Und dann natürlich die mit den nicht lizenzierten Kleber haben dann viel mehr Wert gehabt. Für einen Äpfel, jetzt habe ich zuerst gelesen, du hast die gekauft für einen Opel und ein Ei. Aber einen Äpfel und ein Ei lasse ich durchgehen. Gut, kommt drauf an. Ich meine, je nachdem, was für ein Opel das ist, kostet er wahrscheinlich weniger als 350 Franken. Seien wir ehrlich, Leute. Keiner verwünscht. Ei, bei uns im Team hat jemand einen verwünscht. Ist immer noch eingepackt. Ja. Nicht ich. Ich mache so moralisch verwerfliche Sachen mache ich nicht. Sicher der Troy. Ich bin aber nicht im Gaming-Team, im Spielwarenteam. Aber ja, vielleicht ist er mittlerweile zum Troy gewandert. Ist ja gut möglich. Zum einem Wrestling-Match willst du Troy herausfordern? Du hast wrestlen oder bist du überzeugt davon, dass kannst du Troy besiegen? Ich meine, der Troy hat so unzählige Stunden an Erfahrung mit Videogames. Sicher auch Beat'em-Ups und Wrestling-Games. Ich meine, das auf dem Nintendo 64 haben wir doch alle gamet. Du hast MMA gemacht? Oh, Jesus Christ. Ja, dann würde ich mich nicht mit dir anlegen. Aber Eloni, hi! Grüß dich, wie geht's dir? Hast du schon wieder Mittag? Die Schule schon wieder fertig? Ja, bitte frag den Troy im nächsten Stream. Bitte. So, wenn er eh schon ein bisschen verwirrt ist mit dem ganzen Dino-Park. Kennt ihr Let's Game It Out mit dem Josh? Der, wo jedes Game einfach so sträubstens an die Grenzen bringen. Muss man so formulieren. Ich finde, der Troy sollte das machen mit Jurassic Park. Gerade von der Schule, ja, siehst du, das habe ich mir doch gedacht. Ist gut gegangen in der Schule. Hat er wieder einen Test gehabt oder ist heute ruhig gewesen? Das Coole ist ja, das ist ja noch nicht mal alles, was wir hier machen mit dem Gemälde. Es kommen ja auch noch die ganzen Teile oben drauf, oder? Dann hat es noch auch so ganz ein bisschen einen 3D-Effekt.
Mit diesen kleinen Teilen, die nennt sich Dots. Es gibt bei Lego auch ganz eine eigene Serie, wo wirklich sich nur um die kleinen Dots dreht. Und ich finde die auch sehr, sehr angenehm. Sehr befriedigend, die hier zu platzieren. Alles ruhig gewesen, schön. Aber Meloni, wie würdest du dich in der Schule beschreiben? Bist du so die den Pausenklo macht? Oder bist du die eher ruhig ist? Oder die Streberin? Oder bist du die Sportlerin oder so? Quasi, du bist, glaube ich, gut in, was hast du gesagt, Mathe und Sport, oder? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Der Fight, den ich gesehen habe, der wird fix live übertragen. Am besten so als Intro zu Höhle der Löwen. Und dann nachher noch so irgendwie so einen Gackifurz-Spruch, so «Wir von Prag verteidigen unsere Preise wie der Loi seine Höhle.» Gut, hat der Loi eine Höhle? Nein, der Loi seine Beute. Oder seine Mätresse. Ah, Musik und Mathe war es. Ja, genau. Du bist die gemobbt wird? Nein. Das tut mir mega leid. Oh je. Ja, ich weiss, Kinder können sehr, sehr, sehr brutal sein, weil wir sie gar nicht wissen, was sie mit dem anrichten, was sie machen und was sie sagen. Und dann gibt es natürlich die guten Ratschläge von wegen du ignorieren. Oder gib um. Aber was wirklich hilft, ist einfach nur Zeit am Meloni. Und der Gedanke, dass die Leute, die so sich verhalten, sich irgendwann richtig schlecht fühlen. Und wenn sie sich nicht schlecht fühlen, dann werden sie es im Leben sowieso nicht einfach haben. Und der Kollege ist jetzt auch weg und jetzt bist du alleine in dieser Klasse, wo du gemobbt wirst. Ja, Artibatz, das ist schon, also weißt, Mobbing natürlich im geschäftlichen Umfeld, ja, aber da Meloni ist ja noch in der Schule, weißt, und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil das passiert ja in der Regel auf dem Pausenplatz, wo keine erwachsene Person das sieht, und dann ist es sehr schwierig. Hast du dann mit den Eltern schon darüber geredet? Wolltest du auch lieber die Klasse wechseln? Okay, wie haben ihr denn das geschafft, dass das können strafrechtlich verfolgt werden an der Schule? Oder ist die gemobbt haben, sind die dann von der Schule geflogen? Oder wie ist denn das gelaufen, Artibatz? Vielleicht kannst du der Amailoni noch ein paar Ratschläge geben. Hast du jetzt wieder ein paar Freunde? Ja, dann ist doch schon mal eine gute Basis, oder? Dann schau einfach, dass du die Freunde halten und dass sie vor allem mit dir befreundet sind, weil sie mit dir als Person befreundet sind. Ja. Geht's wieder ein bisschen besser? Okay. Das freut mich wirklich von Herzen für dich. Ja. Ich habe beides erlebt halt, ja. Also ich bin auch eine Zeit lang gemobbt worden. Ich bin aber auch schon... Bin ich auch nicht stolz drauf. Ich habe mich auch entschuldigt bei dieser Person. Auch mal gemobbt gehabt. Und das ist einfach richtig uncool. Das ist ja richtig daneben. Bin ich überhaupt nicht stolz drauf, oder? Aber
aber es hat also Leute gegeben, die haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Also ich war damals in der Oberstufe noch gewesen. Ich weiss nicht, wie es heute ist an der Schule, aber dort, wenn ich in die erste Oberstufe gekommen bin, sind die von der 4. Oberstufe. Also mit denen hast du ja nicht anlegen. Und die haben scheint der eine Lehrer während der Turnstunde an einem Malstab, das sind einfach die Pfosten, oder wo kannst du drum rumsäckeln im Slalom, angebunden und der ein bisschen dort durch die Turnhalle durchgezogen und dann stehen lassen. Und der ist später dann auch in die Nervenheilanstalt gekommen. Und also er ist ja tatsächlich nicht mehr gekommen, also es ist schon irgendwo etwas da dran. Ja, aber was nachher mit diesen Schülern genau passiert ist, also ich habe sie dann eigentlich nicht mehr gesehen, aber keine Ahnung. Bubengarderobe. Ja gut, also Buben in diesem Alter, die haben nichts in den Birnen. Die sind einfach alle strunzdumm. Mit denen musst du eigentlich nur Mitleid haben, oder? Weil die wissen es nicht besser. Und es geht dann noch ein ganzes Weile, bis Buben dann irgendwann mal Männer sind und hoffentlich ein bisschen mehr in den Birnen haben. Aber ist auch nicht immer der Fall. Ist auch nicht immer der Fall. Ist heute Storytime, hä? Also, ich würde schon sagen, das Internet ist nicht der beste Platz dafür, aber es sind ja alle anonymisiert, also was immer ihr möchtet mitteilen, könnt ihr natürlich schon. Aber eben, seid gewarnt, weil schlussendlich ist Twitch auch Internet. Ihr habt Hilfe bekommen, okay. Also über die Schule selber, kann ich das fragen? Hilfe bei Mobbing. Ah, da gibt es sogar eine Webseite. Hilfebeimobbing.ch. Ja. Ah, das finde ich schön, dass es jetzt so eine Institution gibt. Aber die musst du halt zuerst auch noch kennen, oder? Ja, so der Grundschule und Oberstufe kommen halt schon jenste Leute zusammen. Und dann hast du halt die ganzen verschiedenen Entwicklungsstile der Eltern, die aufeinander prallen. Und Kinder in der Regel ja auch immer alles besser wissen. Und dann gibt es so einen ganzen giftigen Cocktail am Schluss. Also ja, sicher bis in die Berufsschule hat es immer Leute gehabt, die irgendwie gemobbt worden sind oder einfach völlig sich daneben benommen haben. Und auch in der Berufsschule, also in der Lehre, ja, ist sicher schon viel besser gewesen. Aber ja, ich glaube, bis so um die 20 herum gibt es einfach immer wieder Leute, die sich nicht können, beherrschen können. Okay, ja, mach dir das. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Splatoon 3 Spielen am Mailoni. Machst dein eigenes wunderbare Gemälde. Ganz viel Vergnügen dabei. Ich tue währenddessen hier ein bisschen Farbkleckse verteilen. Das ist aber lieb. Merci für den Lurk in dem Fall. Wenn du da einfach noch ein bisschen im Stream inne bist. Was ich öfters erlebt habe, als ich kleiner war und noch in der Mittel- und Oberstufen, ist Diebstahl gewesen. Und, also Diebstahl und vor allem auch Lügen, oder? Die haben dann aber erzählt,
Die haben dann aber erzählt, ja... Also ich nehme vielleicht gerade mal als Beispiel. Der Kollege von mir hat ums Verrecken eine PlayStation 2 wollen. Und ich habe sehr, sehr lange gespart und ich hatte dann eine gehabt. Und dann ist er natürlich zu mir gamen gekommen. Und irgendwann hat bei mir die Memory Card gefehlt, wo man die Spielstände drauf speichert. Gibt es ja heute nicht mehr. Ja, und dann hat er irgendwann einmal gesagt, er hat jetzt auch eine PlayStation 2. Da habe ich gefragt, ja, kann ich mal zu dir spielen? Er hat gesagt, nein, weißt du, die Spiele, die ich spiele, die sind viel zu brutal. Das fände meine Mutter nicht gut und deine wahrscheinlich auch nicht. Okay, ja. Aber hast du wirklich eine PlayStation 2? Habe ich da gefragt. So, ja, nein, wirklich. Okay, dann bring mir doch einen Beweis mit. Und dreimal raten, welchen Beweis das er mitgebracht hat, dass er eine PlayStation 2 hat. Er hat ja nur einen gehabt. Eine Memory Card. Und ich gefragt, komisch, meine ist schon eine Weile lang weg, kann ich deine mal ausprobieren? Ja, sicher, da kannst du sie mitnehmen. Ja. Welche Speicherstände sind drauf gewesen? Meine. Genau. Ja. Und so ist das noch ein paar Mal gegangen. Das war so ein richtiges Charakterschwein gewesen. Bis ich noch irgendwann nie mehr gesehen habe. Muss ich mir aber auch heute noch an den Kopf legen, warum ich so lange etwas mit dem gemacht habe. Er hat dazu so einer Clique dazugehört. Warum auch immer. Nee. Aber ich verstehe schon, er hat halt den Drang gehabt, irgendwie dazu zu gehören, oder? Und hat dann halt so Sachen gemacht wie Klauen und Lügen. Und das Gefühl gehabt, er würde dann mehr dazugehören. Aber das ist völlig der falsche Ansatz. Also so verschaffst du dir keinen Respekt. Oder? Ah ja, Kind. Schön. Du hast damals deinen Mobber verprügelt gehabt. Street Credibility hat es gegeben. Yes. Krass. Ja, manchmal musst du dich ja zur Wehr setzen als Kleiner, gell? Also ich mag mich auch noch erinnern, in der 2. Klasse war das. Barisch hat er geheißen. Immer hat er ihn. Er war kleiner als ich, aber hure frech und hat immer gesagt, wenn ich irgendetwas mache, kommen seine grossen Cousin und so. Aber irgendwann hat es mir völlig ausgehängt und dann haben ein paar Mal den Schulthek über den Grind abgezogen. Das war der Ruhe, ja. Und Memory Cards gibt es wieder bei der neuen Xbox. Siehst du, seit ich meine Sammlung verkauft habe, ich habe keine Ahnung mehr. Also von Konsolen-Games. Schlimm. Wieso gibt es Memory Cards? Einfach, dass du spielst, dann kannst du mitnehmen zum Kollegen oder der Kollegin. Ehrenlos, du sagst es. Absolut ehrenlos. Oh, ist ja schon 11:45, ja, Eilandsack. Einen guten allen, die jetzt noch zum Mittag haben. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Hey. Das Gefühl, ich habe erst gerade angefangen. Aber am Anfang haben wir noch die ganze Zeit palavert da über Fusaki. Ja, es gibt in jeder Altersklasse. Also ich meine, es gibt ja noch die Mobber im Erwachsenenalter, ja. Das gibt es ja überall.
Aber als Erwachsener hast du vielleicht eher Möglichkeiten oder das Bewusstsein, das können zu verarbeiten. Wenn es ein Beispiel hat, wo etwas anderes gesagt hat. Ja. Die Streitseite. Ja, ich glaube, es hat extrem auch mit Selbstsicherheit zu tun, ja. Und auch Selbstvertrauen können, solche Probleme anzugehen und in Angriff zu nehmen. Also das hast du da richtig gesagt, Lowplay. Oder andeuten zumindest. Als ich jünger war, hatte ich wirklich Selbstvertrauen. Das muss man sich halt auch ein bisschen erarbeiten. Aber das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, finde ich, ist, ich würde fast sagen, die wichtigste Charaktereigenschaft, die ein Mensch haben kann. Dass, wenn man etwas anpackt oder etwas Neues angeht, dass man das Vertrauen in sich selber hat, dass man es schafft. Wenn man es vielleicht noch nie gemacht hat oder so. Aber dass man einfach das Bewusstsein hat, hey, ich schaffe das schon. Und das gibt einem nachher auch eine gewisse Gelassenheit, um so neue Projekte anzugehen. Für das braucht es aber manchmal auch ein bisschen Bestätigung von extern. Also dass man das selber kann aufbauen kann, ist halt schon ein grösserer Aufwand, wie wenn einem jemand anders sagt, hey, mega cool, das ist ja richtig gut im Griff. Schulen sind verpflichtet, bei Mobbing zu helfen und haben Hilfsangebote. Okay, dann hat sich in der Richtung einiges da. Oder vielleicht hat es das früher schon gegeben, ich weiß nicht. Meine Eltern haben nur einmal müssen in die Schule gehen. Einfach, weil ich die ganze Zeit Scheissdreck gemacht habe. Ich habe gerne ein bisschen den Pausengrund gemacht. Das war so meine Art, für Aufmerksamkeit zu sorgen und ein Stück weit vielleicht auch für Anerkennung, oder? Weil wenn andere lachen, dann fühlst du dich selber natürlich auch bestätigt. Lowplay empfiehlt jedem Kampfsport. Es gibt Selbstvertrauen. Was für Kampfsportarten würdest du denn empfehlen? Gibt es da etwas Spezielles? Also ich kann mir schon vorstellen, auch körperliche Fitness, dass das einem ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Ich meine, das muss nicht nur Stärke sein, so hey, ich kann dich jetzt, wenn ich will, kann ich dich runterprügeln. Nein, aber halt Vertrauen in körperliche Fähigkeiten und vielleicht auch Zufriedenheit mit seinem eigenen Körper. Ja. Hey, das ist eine richtige Psychologie-Session heute. He? Und ein Pizzastück hat es gegeben für dich und der Hund hat gemeint, oh, ist das für mich? Und ich habe gemeint, oh, ist das für mich? Ah, ich muss verhungern wieder bis um 1. Ich sehe das kommen. Oh, es wird so schlimm. Oh. So, jetzt haben wir einen wunderschönen Verlauf hier drinnen. Und mir sieht es eigentlich recht gut. Also von weiß, hellgrau zu dunkelgrau. Nur der da, der stört mich. Weil da passt kein Dot rein, aber da die Noppen ist einfach zu sichtbar. Und ich finde, es müsste für den Verlauf hier müsste es hier noch 1, 2 haben. Aber vielleicht im Gesamtbild ist es gut. We'll see.
So, das kommt jetzt hier auch schon zusammen. Okay. Voilà. Also wir können es noch nicht zusammenstecken. Alles 6. Ja, sicher nicht. Das ist alles 12. Über. Ganz hinten versteckt. Anderthalb Familienpizza von gestern. Weißt du, die Familie eingeladen, es ist nicht gekommen, oder was? Auf den Fail gehabt. Ja, ja, ich weiss schon, du gönnst mir von Herzen jeden Misserfolg. Ich kenne dich. Ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich sehe mich gerne verzweifeln, ist okay. Anderthalb Familienpizza, hey, ja, das ist für die Woche eingekauft. Ganz tief Schmerzen, ja, merci vielmal für den. Ah, das ist Internetliebe, ja? Ah, ist doch schön. Und das Lied hat noch fast ein bisschen einen asiatischen Touch. Das passt ja voll. Ja, kannst du an der nächsten Fantasy Basel vorbeikommen. Da können wir schon einen Bro-Hug machen. Nur zu. Und wenn du noch Pizza vorbeibringst, noch lieber. 5 Pizzas bestellt für die Familie. Also Familienpizzas, wohlgemerkt. Haben die Leute nicht mehr so viel Hunger gehabt? Was ist los? 1,5 übrig. Oder tust du generell einfach zu viel einkaufen? Mein Vater war aber auch so ein Spezialist. Der hat immer viel zu viel gekocht und viel zu viel einkauft. Und ja, kochen tue ich glaube auch ein bisschen zu viel. Ich meine, dann hast du noch die Reste für andere Tage. Das ist jetzt bei dir mit der Pizza eigentlich auch der Fall, oder? Das ist aber auch schön, ja. Dass alle sicher genug bekommen. Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich meine, es gibt schon... Wir reden jetzt hier von First World Problems natürlich. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Gäste bei dir hast und es geht alles auf. Und ja, kannst du dich dann nicht fragen, wenn du noch ein bisschen... Oder? Da musst du einfach hoffen, es haben alle genug gehabt. Aber sind wir ehrlich, bei so Familienessen ist es ja auch immer so, dass man dort viel zu viel isst.
Also ich habe aber der schlimmste Magen nachher, nach so Familienessen. So Weihnachten ist wirklich der absolute Horror. Da könnte ich glaube ich irgendwie 20 Kamillentee trinken oder so nachher. Wenn du Tomatensauce machst, langt die für die ganz Armen. Also was? Also du meinst, es langt für die ganze Welt, oder wie? Aber Tomatensauce selber machen, Chapeau. Jetzt ziehe ich meinen Hut. Also ich weiss, was das für ein riesen Aufwand ist. Dann ewig einköcheln lassen, oder? Und dann bist du die ganze Zeit Soßen am Abschmecken, wie sie irgendwann einmal fertig ist. Und nur noch so einen Liter übrig hast von ursprünglich 10. Wenn du alles eingekocht hast. Ah, für die Armee. Ah, Entschuldigung. Aha, okay. Ja, für die Armee. Ah, bist du Koch? Bist du der Koch gewesen? Was? Ja, macht irgendwie noch Sinn. He? Macht das Sinn? Ich glaube, das hast du sogar schon mal gesagt. Nice. Ich muss sagen, Militärkoch war eigentlich schon immer gut gewesen. Also bei uns zu tun einmal. Hat schon immer gutes Essen gegeben. Das ist ein bisschen eine Glückssache, wenn du in der Küche hast, oder? Das ist ja crazy. Also die Mengen, die du dort rausjäten musst. Weil das sind alles junge Leute, zum Teil noch halb in der Pubertät, die einfach am Abend 2 Kilo Essen verdrücken. Am Mittag nochmal 3 Kilo. Koch ist kein schöner Beruf mehr, meinst du? Der Druck ist halt extrem geworden, ja. Da noch. So. Müssen die Reste grau sein. Hey! Jo! Jetzt haben wir das Grundgerüst schon. Okay, also jetzt müssen wir das noch zusammen tun. Nein, habe ich nicht gern, so nur an der einen Seite reingeht. Jetzt müssen sie sich eigentlich einfach zusammenstoßen lassen. Am besten noch gleichzeitig. So, voilà. So sieht das aus, wenn der erste Lehrjahrsstift vom Osaki das Bild gemalt hätte. Kein Detail, keine Liebe. Hier, was ist das überhaupt da? Ist das ein halber Eiszapfen oder so? Man weiß nicht. Das da Wolken, keine Ahnung. Erste Lehrjahrstift halt. Und da unten. Hä? Noch der Bug von der Titanic, oder was? Nee. Ja, derige lustige Storys gibt's viel, ja. Stimmt, das ist eigentlich früher gewesen. Eigentlich sollte man meinen, heute sei es besser.
Aber weil alle Köche abgesäckelt sind, haben die jetzt noch in diesem Beruf sind so viel Druck, dass es eben auch nicht schön ist. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Küche schon mega schön kann sein und auch gute Leute kann haben, die eben keine Töpfe fliegen und man nicht die ganze Zeit rumflucht und man respektvoll miteinander umgeht. Aber ich weiss von meiner Frau auch genug andere Beispiele. Ja. Nein, da nicht. Ja, das mit den Drogen. He? Ist nicht vor ein paar Jahren da der mit 2 oder 3 Michelin-Sternen vom Welschen hat man dort nicht herausgefunden, dass der eben so viel Drogen nimmt und dann sind ihm die Sterne wieder entzogen worden oder irgend sowas. Das ist schon wieder so lange her, das ist alles vergessen. Ja, du musst halt eigentlich jeden Tag, für die Michelin-Sterne musst du jeden Tag fast neu erfinden, gell? Ja, vielleicht machen die irgendwann einmal noch einen Wandel durch. Wäre ja mal schön. Ah, da oben fällt ja. Zack! Oh. Ah, jetzt weiss ich, das ist für zum Aufhängen. Das tun wir jetzt näher hier oben an und dann kann man das Bild auch noch wunderprächtig aufhängen. Wie klug ist denn das, bitteschön? Sieht man gerade wieder, dass ich noch kein so ein Artbild gemacht habe. Ist das natürlich bei jedem hinten dran hat wahrscheinlich. Ah, dann schönen guten Meloni. Ich hoffe, du hast noch einen wunderbaren Nachmittag. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hoffentlich. Gute Zeit und einen guten. Oh. Okay. Stiftenarbeit continues. Also es geht jetzt gleich noch recht schnell vorwärts, oder? Jetzt haben wir eigentlich da das Grundgerüst schon ziemlich gut fertig. So, obwohl es 1800 Teile sind. 1810. Oh, für mich gibt es auch schon bald etwas zum Mittag. Juhu. Das ist ja ein weiteres Schicksal, das dich erwartet. He? Also dann wirst du am besten Sternenkoch, wenn du weder Familie hast noch Freunde. Tönt leider so, die einzige Familie wird dann deine Kochequipe sein. Kochequipe, oh je.
48 mal 48 1 auf 1 Stein setzen. Meinst du, ich habe hier Entry-Level oder was? Willst du jetzt mit deinem Hogwarts-Wappen kommen hinterführen oder wie? Ja, es ist traurig, ja. Schade um Jobs, ja. Aber hey, schlussendlich ist man seines eigenen Glückes Schmied. Oder eben seinem Untergang auch. Aber es gibt ja so viel in der Welt, wo man kann machen und anreissen und... Ups, das ist der falsche. Versuchen sich selber zu verwirklichen. Easy Mode habe ich, ja danke. Siehst du, weißt, das verletzt jetzt einfach wieder mein Selbstvertrauen, oder? Jetzt muss ich heute Abend heim brüllen. Dann brauche ich wieder 2 Wochen, bis ich mich erholt habe. Und du musst einfach im Wissen sein, dass du dafür verantwortlich bist. Als nächstes 96,96. Welches ist das? Da kommt einfach der Erzbösewicht kommt hinterführen. Der Erzschurke. Das ist ein... Aha, da habe ich das vorhin falsch verstanden. Das ist ein so gutes Wort. Okay. Aber ich meine, das 48er sagt das. Aber man ist schon noch schneller mit diesen Arts. Modell. Es ist halt schon nur einfach drauf tun, oder? Und nicht noch irgendwie zusammenhängen und keine Ahnung miteinander verlinken und so. Aber was einfach mega toll ist, ist, dass man es sieht, halt mitwachsen, das Gemälde. Und zwischendurch vielleicht neue Facetten erkennt, oder? Ich meine, am Anfang ist die Welle, also man kann es jetzt interpretieren, wie man es will, aber am Anfang ist die Welle halt relativ harmlos, oder? Und jetzt kommt immer mehr Gist dazu und sie wird immer gewaltiger, je länger dass wir dran bauen. Bis sie uns dann einmal überwältigen. Oh. Ich weiss, ich kann so kitschig sein. So cringe. So bin ich. Du wärst garantiert ein guter Bösewicht, ja. Da zweifle ich nicht mal dran. Ja, genau. Der Plan nie im Voraus erzählen. Immer erst, wenn er tot ist. Mhm. Aha, look, ich habe die grosse Bombe hier.
Und du wirst es nicht schaffen, die jetzt zu deaktivieren, weil der rote Knopf ist viel zu weit weg von dir, wo die deaktiviert. Und darum bringe ich dich jetzt zum roten Knopf und tschüss. So läuft das immer ab. Ah, ja, One Piece wäre mal geil, ja. Also Wappen von der Strohhüte. Meinst du die Wanted Poster? Mit Strohhüte haben die einfach am Ruffy sein Wappen, oder? Oder bin ich jetzt da völlig fehl am Platz? Oh, das ist falsch. Gerade gesehen. Jeder Strohhut hat sein eigenes Wappen. Echt? Da sieht man wieder, wie lange ich schon kein One Piece mitgeschaut habe. Aber ich habe gerade heute angefangen, das Display auszupacken von neuen Trading Card Game. Da, meine Chefin hat ein glückliches Handy gehabt und für mich den Shanks gezogen. Bin ich sehr, sehr glücklich. Richtig schönes Artwork. Aber den Ruffy haben wir noch nicht gehabt. Also bislang sind sehr, sehr viele gleiche Karten. Muss ich auch zugestehen. Also ich meine, wenn es ein Magic-Set gibt, ein neues, dann sind ja das, keine Ahnung, bei 250 neue Karten, oder? Aber bei One Piece jetzt habe ich die Hälfte vom Pack offen und von der einen Karte von vielen sicher schon 4-mal eine. Für dich? Immer noch nicht. Sagst du mal, mache ich es die Heimen alleine auf. So ist es nämlich. Wird alles mehr. Habe ich da kein Glück mehr, wenn du nicht aufmachst mit mir? Nur weil immer die geilsten Karten drin sind, wenn ich Päckchen mit dir aufmache, meinst du? Ja. Weiß also nicht. Ob das wirklich an dir liegt. Ich meine, ich kaufe es ja und ich bringe es zu dir. Also ich bringe dir ja quasi das Glück, durch das Glück nur aufzupacken. Sehe ich richtig, oder? Die Karte würde switchen, wenn es jemand anders aufmacht. Ja. Es erinnert mich an die Odyssee mit meinem Vater damals, wo wir sind Panini-Stickers kaufen und einfach in der Weltgeschichte rumgefahren sind. Immer nur ein Sticker-Päckchen gekauft haben an einem Kiosk. Und dann sind wir zum nächsten Kiosk gefahren. Weil ist ja logisch, oder? Je mehr dass du es zusammen kaufst, desto besser ist die Beute. Würde es das im Umkehrschluss heißen, dass auch der Ort Ausschlag gibt über den Inhalt von so einem Booster-Päckchen? Müsste man dann in dem Fall noch eins auf Reisen aufmachen? Also wenn wir jetzt hier eins aufmachen und der Shanks drinnen ist, dann wäre ich in
Thailand der Ruffy drin gewesen, im gleichen Päckchen. Das Büro ist magisch. Okay, gut. Natürlich wegen dir, oder? Ja, ist schon klar. Ab auf Thailand. Why not? Bin ich noch nie gewesen, warum nicht auf Thailand gehen, Boosterpäckchen aufmachen? Und dann wieder zurückfliegen. Und wie war es? Was haben wir erlebt? Nichts, wir haben nur One Piece Boosterpäckchen aufgemacht, weil wir denken, dann sind die besseren Karten drin. Natürlich wegen dir, weil du schon in Thailand bist. Aha, nein, wegen dem im Karten aufmachen. Okay, ja. Also der Ort hat keinen Einfluss, nur du. Gut. Ist angemerkt. One Piece Spoiler. Ich kann jetzt nicht drüber reden. Aber was passiert, wenn er vom Kaido-Fels runtergeht und wieder raufkommt? Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Oder? Aber ich habe so ein Loch, wenn es um Geschichte geht von One Piece. Weil bei mir ist also stetig geschaut, Impel Down und dann da, so, bis da, nicht mehr. Darum fehlt mir natürlich auch die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Wahrscheinlich etwa 600 Folgen. Ich bin gar nicht so weit. Hat es schon wieder neue Spoiler gegeben? Ja, ich lasse mich gerne spoilern, aber kannst du jetzt hier nicht machen, bitte. Ich habe hier einmal einen Spoiler fallen lassen, dann haben sie mit der Luft fast verrissen. Ja, Caro, du kannst mir nachher noch sagen, welchen Spoiler das er meint. Chapter 10, 69. Schon wieder eine neue Insel. Ah, das ist das, was du mir gesagt hast. Aha, ja, ich weiß. Ja, ich weiß, um wer das es geht. Ja, okay. Ja. Jetzt weiß ich wieder. Aber ich kann mit dieser Person eben gar nicht. Also ich weiß eben, für was sie da ist, aber ich kann mit der gar nicht so viel anfangen, weil mir einfach so viel Lore fehlt. Wie nach Impel Down, Don Flamingo habe ich mal noch geschaut, der ganze Arc. Ist das vor oder nach Impel Down? Ich weiß es gar nicht. Ist noch, glaube ich, nach, oder? Also angefangen habe ich es schauen auf RTL 2 damals, wo das Zeug rausgekommen ist. Dressrosa Ranch, ja, genau. Den Flamingo habe ich eigentlich auch einen richtig geilen Villain gefunden. Irgendwie. Der hat einfach so einen krass böse Mimik drauf gehabt, also so wie er gezeichnet worden ist. Habe ich sehr geil gefunden. Obwohl zuerst, als er so vorgestellt wurde, ist, halt gedacht, sorry, aber was wird jetzt das da wieder für ein komischer Typ mit seinem Boa Cape? Federboa Cape. Ja. Eigentlich würde ich schon gerne mal wieder nachschauen, aber die ersten paar Staffeln, die kannst du dir ja fast nicht mehr geben, die sind so alt. Die sind noch im 4:3 Format.
Also da kommst du ja instant Augenkrebs über. Ich habe noch irgendwo die Heim eine brennende CD. Ah, Panda 20, merci vielmals für den Follow. Schön bist du da. Herzlich willkommen. Ich habe noch eine alte brennende CD daheim von Naruto, wo ich mal wirklich angefangen habe, das Zeug zu brennen. Ich meine, wer macht das heute noch? Und dort ist da der Kampf drauf vom Rock Lee gegen den Gaara. Mit dem Lotus. Ah, das ist etwas immer noch vom Geilsten, finde ich. Einfach die hure Musik abgeht. Mit dem Gitarrensolo. Richtig cool. Aber der Guy hat es am Schluss fast noch getoppt. Die, die es gesehen haben, die wissen, was ich meine. So. Job die nächsten 2 Wochen pausieren. One Piece, ja, ich weiß, ich höre das schon von meiner Chefin, dass es aktuell so geil ist. Ah. Kann man irgendwo noch. Also, ich meine, die Links könnt ihr jetzt auch nicht reinschreiben, aber gibt es das noch? Dass man alle kann schauen kann? Echt. Und ja, genau dort, wo der Rock Lee Gewicht fallen, wo er zu seinem Sensei aufschaut und so, und der, und dann lässt er seine Gewicht fallen und dann ist einfach Ende Gelände. Und alle einfach so, what? Der hat immer mit Gewicht. Also es ist eigentlich genau die gleiche Szene wie bei Dragon Ball Z, oder? Wo der so ein Goku dort lässt Gewicht fallen. Bevor es zum Freezer-Fight geht. Wo er dort noch gegen die anderen 3, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die huren No-Names kämpft. Ich glaube, das ist dort zumindest. Okay, ja, das ist gut. Kann ich mal gucken. So. Wir machen jetzt übrigens noch den Beutel fertig. Und dann machen wir ganz fertig. Fertig. Und dann würde ich fast behaupten, dass wir nächstes Mal sicher fertig werden. Fertig. Und vielleicht schon das nächste wieder anfangen. Das ist krass, es geht mega schnell. Sind wir jetzt wirklich gut vorangekommen. Wie viele kleine Pinselstriche können wir in dem Lego-Modell unterbringen? Ja.
Ja, verarsche mich doch. Ich brauche eben nicht die Richtung. So. Das ist schon mal da, nicht da. Wenn wir noch nicht dort sind. Weil ich es schon in der Töpe habe. Nee. So, eins führen. Das. Oh, der Hunger macht sich bemerkbar. Es passieren die ersten Fehler. Das ist natürlich stinkfrech gelogen. Ja. Welches Copyright ist echt da jetzt gerade verletzt worden? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt im Hintergrund mit der Musik. Aber es ist ja Musik von Twitch, also die haben hoffentlich schon gezahlt dafür. Ben Hammer. Mhm. Sehen es dann auf YouTube. Hey, das Büteli hier, das macht etwa 20 Seiten aus. Es sind ja immer nur ganz wenige Schritte hier. Also nur hier jetzt zum Beispiel das Steckeli. Aber es ist das ganze Bild abbildet fast. It's crazy. Also wir haben noch so viele Beutel übrig, sage ich euch. Also vieles ist noch der Rahmen auch, aber... Also für das Bild selber haben wir glaube ich noch 1, 2
Und der Rest ist schnell der Rahmen. Aber dann werden wir sicher das nächste Mal fertig und dann gibt es das nächste Mal schon wieder etwas Neues. Haben wir natürlich schon was vorbereitet. Jetzt wollte ich schon sagen, jetzt habe ich gedacht, ich habe viel zu viel Teileführung. Aber es ist schon cool mit diesen verschiedenen Ebenen. Ich meine, grundsätzlich hier hat es ja auch eine Ebene dahinter noch mit den Farben. Und hier unten ist der schwarze Block, oder? Immer die Einerli wieder gerade schieben. Das ist wichtig fürs Gemüt. So. Also die müssen jetzt noch vorig sein, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Das sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Jo. Das heisst, die sind einfach überzählig, die wir dann auf der Seite haben. Und dann im Beutel rein. Können wir schon fast eine Mini-Version machen von der grossen Welle. No, no, no! Ah! Alles zusammensammeln hier. So. Also das sind all die Teile, wo wir zu viel haben. Lässt sich schon fast wieder ein neues zusammenbauen. Aber es ist 2 ab 1, als hätte ich es geplant. Es ist unglaublich. So, und so weit sind wir jetzt aktuell mit unserem wunderbaren Gemälde von der grossen Welle vom, wie hat das im Vornamen geheißen? Katsushika Hokusai heisst er, Hokusai. Wo wir ein bisschen wirken lassen, oder? Es ist Kunst. Also am besten jetzt einfach pausieren für eine Stunde lang. Noch zu dieser Musik lauschen. Passt perfekt. Und ein bisschen interpretieren. Wir kennen es schon gut, hä? Mit dieser Musik passt es wirklich top jetzt gerade. Ich finde es sehr beruhigend. Ist eben, wie gesagt, mein erstes von der Art-Serie, mein erstes Lego-Set. Macht extrem viel Spass, mir persönlich jetzt, das Ganze zusammenzubauen. Und halt zu sehen, wie es wächst, oder? Und eben, man hat sich auch ein bisschen etwas dabei überlegt. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, es tönt besser, wie wenn man sich etwas überlegt hätte, wie man das zusammenbaut, aufbaut. Nicht einfach hier jeder Block für sich, plätscht drauf, sondern halt die Welle wächst und immer imposanter wird. Jo! Und da hier auch nochmal vorne drauf das Originale von der Wave. Jetzt weiss ich ja, was das da ist. Eine Mount Fuji nehmen wir da noch. Und die ganze Boot natürlich unten dran. Hier und hier. Aber den Vergleich machen wir dann nochmal, wenn wir fertig sind. Weil ich bin jetzt fertig. Ich bin fertig mit euch, mit mir, mit der Welt, mit dem für einen Moment. Und finde hier den Abschluss. Hoffentlich. Wir sehen uns in einer Woche wieder am Dienstag, auch wieder von 11 bis 1. Nicht vergessen, ab 1. Januar gibt es den Stream immer noch am Dienstag, aber dann von 1 bis 3. Ich sage das jetzt jedes Mal.
Und auch morgen nicht vergessen einzuschalten am 3 beim Troy. Er ist leider nicht rum. Ich nehme nur an, dass er sehr wahrscheinlich wieder seine Dinos wird malträtieren in seinem Park und ebenso seine ganzen Besucher natürlich. Oder? Also, wenn schon, dann leiden alle das gleiche Schicksal. Merci vielmals, dass ihr heute zugeschaltet habt. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke vielmals. Und ich wünsche euch eine herrliche Restwoche noch. Geniessen es und bis nächste Woche. Tschüss mit